Es war eine liebe Zeit, die gute alte Zeit vor Anno 14. In Bayern gleich gar. Damals hat noch seine königliche Hoheit der Herr Prinzregent regiert. Ein kunstsinniger Monarch. Denn der König war schwermütig. Das Bier war noch dunkel und die Menschen waren typisch. Die Burschen schneidig, die Dirndl sittsam und die Honoratioren ein bisschen vornehm und ein bisschen leger. Es war halt noch vieles in Ordnung damals. Denn für Ordnung und Ruhe sorgte die Gendarmerie und für die Gerechtigkeit das königliche Amtsgericht. Heute erleben wir einen erschütternden Fall. Der angesehene Großbauer und Familienvater Nierlinger von Nierling hat das fürchterlichste Verbrechen eines Kirchenraubes begangen. Die ganze Pfarrei schämt sich. Ja, der ganze Amtsgerichtsbezirk Geisbach ist entsetzt. Mein Bayerin, jetzt hilft's vorne nichts mehr. Ruhe da heraus. Jetzt sind wir scharf. Kommen's. Kirchenraub! Kirchenraub! Tja, das wäre so ungefähr das Letzte, was ich hier verhandeln möchte, nicht? Das wäre ja wohl das abscheulichste aller Verbrechen, wenn's Kirchenraub wäre, ja. Na, ich hab die Anklage mal so laufen lassen, obwohl sie ja Hanebüchen ist, nicht wahr? Aber jetzt spielen wir die Geschichte, wie sie sich gehört, also Fessel runter und her mit dem Mann. Ein Diebstahl ist es, ein ganz ordinärer, aber insofern auch wieder ein besonderer, als ich nicht wüsste, was ich noch miserabler fände als das Stehlen in der Kirche. So was tue ich nicht. Ja, damit ist die Geschichte nicht aus der Welt geschafft, dass ich sage, so was tue ich nicht. Glaubst du, ist nicht der Rat, so was tut der Nierlinger nicht? Hab ich auch gedacht, aber siehe da, nicht wahr? Wenn es wenigstens ein armer Teufel wären, wenn sie bitterste Not zum Stehlen treiben würde, aber Ja, so... so gut geht's uns Bauern auch nicht. So rechnen sie sich zu den wohlhabendsten und größten Bauern im ganzen Bezirksamt. Wir Bauern haben nichts übrigens. Ein Geizkragen sind sie ein ganz elendiger. Sie sind in die Sakristei ihrer Pfarrkirche eingedrungen und haben dort den Klingelbeutel geplündert. Finden Sie das in Ordnung? Ich hätt mir grad mein Geld wieder geholt. Kein Pfennig mehr. Da machen wir ganz kurz einen Prozess. Man hat sie in Flagranti dabei ertappt, wie sie über dem Sakristeitisch den Klingelbeutel ausgeleert und das Geld abgezählt haben. Sie waren ja selber so gut wie geständig, Herr Staatsanwalt, Herr Verteidiger. Wenn Sie sich kurz fassen, können wir binnen 5 Minuten beim Urteil sein. Hochverehrter Herr Amtsrichter, zwischen den Paragraphen 243 und 267 der Strafprozessordnung liegen 23 ausführliche Paragraphen, die wir doch nicht ohne weiteres überspringen können. Der Angeklagte ist nicht einmal zur Person vernommen worden. Mei, die kennen wir doch alle, die Kerle, wenn wir den halben Termin schon mit Formalitäten vertun. Ja, ob der Nierling ins Gefängnis muss oder nicht, auf das kommt's an. Ja, was hab ich denn du? Ich bin meiner Lebtag ein ehrlicher Mensch gewesen. Ich hab mich noch nie auf fremden Gut vergriffen. Nicht ich bin der Diebherrat. Der Dieb sitzt da auf der Zeigenbank, der scheinheilige Clubtäter. Messner Lischhirn. Aha, wenn Sie sich am Sonntagabend am Messner aber gerade beim Gebet läuten, in die Sakristei geschlichen. Ja, lassen Sie einer sagen, Herr Amtsrichter, unser Messner, das ist ein ganz Gefeiter. Der hat allweil Pfennig und Zworing im Sack. Ja oder nein, Donnerwetter noch einmal. Das muss unser Herr Pfarrer bestätigen können, was wir auf ihn für einen Verdacht haben. Angeklagter, beantworten Sie meine Fragen und sonst gar nichts und lassen Sie einen Messner aus dem Spiel oder ich hau Ihnen eine Strafe auf, dass Sie sich dran verschlucken, wenn Sie so weiter liegen. Das ist mir wurscht. Recht muss Recht bleiben und die Wahrheit steht auf meiner Seite. So, meinen Sie. Na ja, dann müssen wir halt den Zeugen Löschhirn vernehmen. Also wenn Nomen Omen ist, dann können wir uns da fast machen. Unser Messner, Herr Rat, den hat der Teufel mal gewiss. Lass uns den Lumpen nur gleich einen Männer schweren, der schwerten, das weiß ich. Setzen, Nierlinger. Aber sofort. Und leisten Sie sich gar nichts mehr, auf keinen Fall mehr eine Verleumdung, gell? Herr Vorsitzender, darf ich für meinen Mandanten ein gutes Wort einlegen? Bitte gerne. Die außergewöhnliche Erregtheit und die so ungeschickte Art seiner Ausführungen sprechen doch sehr für die Unschuld meines Mandanten. Also, Herr Vorsitzender, ich kenne den Nierlinger seit Jahren und ich halte ihn im Sinne der Anklage
nicht für schwierig. Ja, Herr Justizrat, Ihr diebischer Schützling hat aber soeben gestanden und daran halte ich mich. Ne? Bitte? Zeuge Löscher, kommen Sie mal her zu mir. Grüß Gott, Hochwürden, Herr Richter. Hochwürden, noch gar keine Verdienste um die Kirche erworben und schon befördert. Treten Sie näher, mein lieber Messner von Dürling, noch näher so. Jetzt schildern Sie mal die Vorfälle von diesem bewussten Sonntag vom 12. April, ja? Gern, Hochwürden, Herr Richter. Also das war der Sonntag vor dem Sonntag vor 14 Tagen. Ja? Farbe weiß. Es ist alles in Ordnung gegangen. Die Predigt ist auch nicht länger gewesen wie eine halbe Stunde. Und bei der Opferung bin ich dann mit dem Klingelbeutel rumgegangen, zuerst auf der Weiberseite, dann auf der Männerseite und auf der Burgkirche drum auch noch nicht. Vergeht's gut, Gott vergeht's. Vergeht's. Sie kennen ja das, nicht? Ja, kenn ich. Die Bäuerinnen, die legen meistens wenigstens Pfennig rein, aber die Herren Bauern fallen nicht allebei. Ja, Sie, Herr Löscher, wenn Sie so umständlich arbeiten, wie Sie erzählen, dann kommen Sie von Haus und Hof. Also gut, Sie sind mit dem Klingelbeutel zu der Männerseite rüber und der Angeklagte weiter. Ja, also der Nierlinger ist ja da immer eine seltsame Ausnahme, gell? So? Der steckt ja immer einen Fünfer in den Klingelbeutel rein. Was, der Geizkragen opfert ein Fünferl? Nein, einen Fünfer. 5 Mark? Ja, 5 Mark. In der ganzen Pfarrei hat das noch niemand getan. Ich bin jetzt auch schon wieder 14 Jahre da im Mesnerdienst, aber es ist mir nicht erinnerlich, dass einmal ein 50er oder gar ein Magel im Klingelbeutel drin gewesen wären. Halt, dass ich nicht lieg. Ein 10er vor 6 Jahren war einmal das Höchste. Ja. Und der Angeklagte, der legt immer 5 Mark ein? Ja. Das verstehe ich nicht. Ja, das verstehe ich auch nicht. Und er hat bis jetzt auch nie versucht, sich diese 5 Mark wieder anzueignen? Nein, niemals. Das hätte auch gar keinen Zweck gehabt, indem er im Klingelbeutel niemals 5 Mark gefunden worden sind. Auch nicht, wenn es der Nierlinger hineingelegt hat. Einen Moment. Also, der Nierlinger legt allebei 5 Mark ein, ja? Habe ich das richtig verstanden? Ja. Und wenn Sie dann den Klingelbeutel ausleeren? Ja, aber bitte geh immer in Gegenwart vom Hochwürden, dem Herrn Pfarrer. Ja, dann sind keine 5 Mark vom Nierlinger drin. Trotzdem der Herr Pfarrer so immer nachschaut, ja? Sehr richtig. Gibt einem das nicht zu denken, hä? Ja, ich fange gerade an damit. Jedenfalls sind deine 5 Mark nie im Klingelbeutel gefunden worden. Und die Pfennig von manch anderen Almosengeber auch nicht. Du bist bekannt. Was bin ich? Bekannt für das. Ich hab Zeugen draus, die das beweisen können. Mandel. Hochwürden, Herr Richter, der Mann schädigt meinen Leumund. Der Basi hat allweil Pfennig im Sack. Pfennig und Zworing. Nierlinger, Sie bleiben sitzen und verhalten sich ganz stert. Gell, treiben Sie es ja nicht zu weit, sonst kostet Sie diese Geschichte hier allein mehr 5, als Sie sich denken können. Weiter, Herr Zeuge? Ja, also bis ich da draufgekommen bin, da habe ich ja lang gebraucht. Das hat Jahre gedauert. Ja, aber hier haben Sie nicht Jahre Zeit für Ihre Aussage, okay? Da müsst ihr schon ein bisschen flotter erzählen. Ja, doch, das hat jahrelang gebraucht. Weil mir war das einfach unheimlich, nicht wahr? Der steckt einen Fünfer in den Schlitz vom Klingelbeutel hinein und aber darin ist kein Fünfer zu finden. Ja, wo ist denn der Fünfer hinkommen, habe ich mir gedacht, wenn der Nierlinger jeden Sonntag reinlegt. Ja, wo ist denn der Fünfer hingekommen? Ja? Raus mit der Sprache. Ich möchte ja wissen, wo der hingekommen ist. Ja, also ich habe dann dem Nierlinger mal ganz genau auf die Finger geschaut. Ja? Und da habe ich gesehen, dass er dem Fünfer immer bloß in den Schlitz vom Klingelbeutel hineinsteckt, ihn aber nicht hineinfallen lässt. Haha. Ja, und das müsste man doch eigentlich auch hören, nicht wahr? Wenn da so ein schweres Geldstück reinfällt, das klingt doch, nicht? Ja, freilich. Dafür hat er immer ein kleines flach Ständal reinfallen lassen. Das hat er gut können. Obwohl der Schlitz von unserem Klingelbeutel nicht breiter ist wie mein Daumen. Ja. Das muss der gehabt haben. Und die Ständal, die hat er sich alle aus seiner Kieskram geholt. Das waren immer ganz flache, kleine, kommode Ständal. Ich hab ihnen da ein etliche Muster mitgebracht. Ja. Diese Ständal hat er geopfert. Aber getan hat er, wie wenn er den Fünfer reinschmeißt. Und mich hat er ganz besonders laut "Vergeht's Gott" sagen lassen. Der scheinheilige Luck, der scheinheilige. Das ist eine Verleumdung, sowas lasse ich nicht auf meiner Person sitzen. Der Amtsrichter, jetzt zeige den Mann an. Ruhig, Nierlinger, Sie sind aber auch eine Leuchte, Herr Löschhirn. Da haben Sie jahrelang gebraucht, bis Sie richtig kombiniert haben. Keine 5-Markstücke, aber so flache Kiesel, nicht wahr? Sonntag für Sonntag. Und euer braver Pfarrer, der hat sich das immer Gott ergeben gefallen lassen und hat das auch nie angeprangert in der Predigt, diese Sauerei, ha? Ja doch, aber unser Hochwürden hat keine besonders laute Stimme und da schlafen die Gläubigen gern ein. Ruhig, wir die Jünger am Ölberg, gell? Ja, no, unser Herrgott schaut hinein und ein wenig drin, da stimmt's bei uns. Wir brauchen keinen lauten Pfarrherrn. Ruhig, Nierlinger, ruhig. So. Und an dem bewussten Sonntag, da haben Sie also endlich den Schwindler da bei frischer Tat ertappt, ja? Ja, ich bin also an den Stuhl vom Nierlinger hingekommen mit dem Klingelbeutel. Dann hat er wieder sein Fünf in der Hand, zeigt ihn überall rum, Ja. bustelt ihn ab als gottgefälliges Opfer und steckt ihn in den Schlitz vom Klingelbeutel rein. Hineinfallen aber lasst er so ein kleines Ständal
Und ich sag, vergeht's gut. Sein Nachbar, der Fremdelhuber, grinst und ich denk mir meinen Teil. Ne? Ja. Jetzt nach der Kirche klopft's an der Sakristei dir. Draußen steht er und sagt, wo ist denn der hochwürdiger Pfarrer? Ich muss unbedingt mit ihm reden. Den sagt immer Gott die halbe die Wahrheit. Der Richter, der schwört an Meinheit. Es ist eine Unverschämtheit, Nierlinger, den Zeugen wieder zu unterbrechen. Zeuge, der schwört doch an Meinheit. So, Nierlinger, jetzt ist soweit. Ich habe Sie gewarnt, gell? Fangen wir mal klein an. Ich bin ja nicht so. Ordnungsstrafe 5 Mark. Zum Ersten. Jawohl. Weiter, Herr Zeuge. Da also, er kommt in die Sakristei und sagt, ich möchte meinen Fünfer wieder haben, weil mir sind heute um 5 Mark zu viel reingefallen in den Klingelbeutel. Ja, sag ich hab noch nicht reingeschaut, ich weiß nicht, was drin ist, aber ich glaube kaum, dass da ein Fünfer drin ist. Woher weiß er das, wenn er noch nicht nachgeschaut hat? Und zum Zweiten. Jawohl. Weil noch nie ein Fünfer drin war. Du darf er mit der Hörerin schlecht machen. Und 5 Mark. Zum Dritten. Bin neugierig, wie lange es noch macht. Also, ich hab zu meinem Pfarrer gesagt, dass der Nierlinger 5 Mark will, die er reingeschmissen hat. Und da hat halt unser Hochwürden zum Lachen angefangen und hat gesagt, na schauen wir heute mal rein. Vielleicht ist heute mal ein Wunder geschehen im Tierling, nicht? Dann nimmt er den Klingelbeutel und leert ihn am Sakristeitisch aus. Und da hat der Nierlinger selber gesehen, dass keine 5 Mark darinnen waren. Bloß so eine Ständel und ein etliche Pfennig. Der Basi, der Unverschämte, der lebt wie Tut. Und zum Vierten. So. Das ist mir jetzt wurscht. Herr Richter, der Messner liegt. Unser Herr Hochwirten hat mir den Klingelbeutel gar nicht ausgeschickt. Der hat mich nur ausgelacht und hat gesagt, der Klingelbeutel gibt nichts mehr zu. Das war ein altes Kirchengesetz. Ja, sag ich, Herr Pfarrer, sag ich, mir sind das 5 Markstücke zu viel und dummerweise und versehentlich eingefallen. Da gilt kein Kirchengesetz. Ich hab halt zu unserem Hochwürden gesagt, indem dass der Nierlinger jeden Sonntag am 5 reinschmeißt. Braucht er mal heute über 8 Tage keinen 5 reinschmeißen, dann stimmt die Sache wieder nicht. Dann hat der Hochwürden gelacht und der Nierlinger ist gegangen wie der Stinkender. Und am Abend ist er dann wiedergekommen. Ja, am Nachmittag schon. Beim Rosenkranz knirgelt er wieder in sein Bett stehen. Und hat einen Blick auf mich. Hochwürden, Herr Richter, einen durch und durchdringenden Blick. Und nach der Messe ist er wieder in die Sakristei gekommen. Wollte er wieder seine 5 Mark haben. Da hat ihn aber unser Hochwürden ausgewiesen. Nierlinger, hat er gesagt, Sie gehen jetzt hinaus, hat er gesagt. Und auf dem Wege von der Sakristei zum Pfarrhof hinüber, hat er gesagt, liegen lauter kleine, flache Steinderl wie dieses hier, hat er gesagt. Davon darfst du dir eins nehmen. Das ist ja herrlich. Den Weg, den muss ich mir direkt einmal anschauen. Gell? Ja. Und auf die Nacht um 8 Uhr muss ich sowieso wieder rüber zum Bett leiten. Gell? Ja. Da sitzt hinten in der letzten Bank eine Gestalt. Ich hab's nicht genau gekannt. Ja, man denkt, dass die alte Grabliner Mutter so spät noch Bett. Es war nämlich schon finster, man konnte... Ja, also gut, Sie sind vom Gebetleuten zurückgekommen, machen Sie es halt nicht gar so spannend, ne? Ich komme in die Sakristei rein. Hochwürden, ich hätte keinen Tropfen Blut mehr gegeben. Alle guten Geister loben den Herrn. Steht da ein Mordstrummannsbild drin, am Sakristeitisch und Zeit geht. Und neben ihm liegt der umgestülpte Klingelbeutel. Maria und Josef schreien. Ja. Da reißt's den, der dreht sich um. Wer war's? Der Nierlinger. Ja, sei so gut und vergreift ihr Opfergeld, hab ich gesagt. Ja, ich hab mich aber nicht mehr dran vergreifen können. Es hat sich nämlich schon ein anderer dran vergriffen gehabt. Der da. Hochwürden, Herr Richter, der schneidet mir schon wieder die Ehre ab. Lassen Sie, den erwischen wir schon. Ja, wo waren Sie denn sonst hingekommen, meine 5 Magel? Vielleicht hat's der Pfarrer genommen. Ihr gefällt's mir, ihr zwei. Also eins verstehe ich nicht. Ich kenne viele Pfarrer, ich komme auch weit rum, gell? Ich kenne mich aus in Bräuchen und Gepflogenheiten, aber dass das Opfergeld so lang im Klingelbeutel bleibt und nicht gleich nach dem Gottesdienst da ausgerichtet, also, das habe ich noch nie gehört. Ja, unser Hochwürder holt das Beutelgeld aber erst am Montag, Weil sich sowieso nicht rentiert bei den Stornl und so weiter, das liegt fast an der Zeit, nicht wahr? Gell? Wachtmeister, rufen Sie mir den Zeugen Josef Freimlhuber herein. Freimlhuber, jawohl. Herr Amtsrichter, darf ich mit Ihrer Erlaubnis ein paar Fragen an den Zeugen richten? Ah, bitte, selbstverständlich, Herr Staatsanwalt. Herr Zeuge, hat nach Ihrer Meinung der Angeklagte von der Tatsache Kenntnis gehabt, dass Ihr Herr Pfarrer den Klingelbeutel in unüblicher Weise, das heißt nicht immer pünktlich leert? Ja, freilich. Das ist bei uns seit über 30 Jahren dasselbe. Und der Nierlinger, der war ja früher selber Ministrant, der muss das am besten wissen. Ja. Die Ursula, unsere Pfarrerskirchen, die tut bloß das Geld nachzahlen und dann die Hosennäpfe und Stornderl etc. ausgaben. Und von den 72 Pfennigen hat der Angeklagte nichts genommen? Freilich, alles hätte er genommen, wenn ich es ihm nicht wieder abgejagt hätte. Ich bin ja ein bisschen Nierling nach und erst seit Bayerin hat mir die Beute wieder ausgehändigt. Herr Staatsanwalt, sind Sie fertig? Ja, danke. Dann setzen Sie sich, Herr Zeuge, bitte. Herr Zeuge Freimlhuber von Freimlhuber. Das sind der Christenmenschen, ha?
scheißen ihren eigenen Pfarrer. Aber Herr Rat... Ist gut, Herr Rat. Das ist ja wahr. Da reicht mein akademischer Wortschatz gar nicht mehr aus dazu, nicht wahr? Aber ich helfe euch schon hier, gell? Ist gut, Herr Rat. Ja, bloß keine so zufriedene Siegermiene, Freimelhuber, nicht wahr? Sie sind auch kein blütenweißes Unschuldslamperl. Sie kommen auch aus der Gemeinde Dürrling. Ja, das ist doch kein Schand. Ein Bazi gibt's in jeder Pfarre. Respekt? Jetzt hat sie ihm die halbe die Wahrheit schon aufgerissen. Was? Weil, wer ist der andere Lump? Freimelhuber, Sie sind also der Nachbar vom Nierlinger. Jawohl. Wir sind mit den Eckernachbarn und in der Kirche im Betstuhl, da sind wir so. Da haben Sie auch jedes Mal beobachtet, wie der Nierlinger angeblich sein 5-Mark-Stück reinschmeißt, ja? Ja, freilich habe ich das allerweil gesehen. Wegen meiner und dem Kottmeier und die anderen Bauern in unserem Stuhl hat er ja das Theater gemacht. Ja? Ja, gleich bei der Opferung hat er sein Geldbeutel rausgezogen und ein 5-Mark-Stückel in die Hand genommen, ja. Naja, der Messner, der fängt allerweil bei der Weiberseite mit dem Sammeln an. Ja, und bis der zu uns rüberkommt, da hat es oft eine Viertelstunde gedauert. Und die ganze Zeit hat der Nierlinger sein Fünfer in die Finger gehabt. Ja? Und in der anderen Hand einen Rosenkranz und sein Gebetbüchel. Und da hat er fleißig Bett, aber in der anderen Hand, da hat er sein Fünfer blitzen lassen, damit wir ja allesamt gesehen haben, was der Nierlinger für ein christlicher Mann ist. Ja, und Ruhe bitte. Und warum er das immer getan hat, haben Sie dafür eine Erklärung, Herr Freimelhuber? Ja, natürlich gibt's dafür eine Erklärung. Er möchte halt gern Himmeltrager werden. Aber die Himmeltragerei, die ist in Nierling nicht auf dem Haus drauf, gell? So. Himmeltrager sind bei uns von alters her der Kottmeier, der Wirt, na, der Viehbeck von Unterrossing und ich, der Freimelhuber vom Freimelhub. Ein Nierlinger ist noch nie ein Himmeltrager gewesen. Ja. Na, und da meint er, der Herr Pfarrer, müsst ihm für den Viehbeck den Himmel tragen lassen. Ja, sein Vater und sein Großvater, na, die hätten auch schon alle gern Himmeltrager werden mögen. Ja. Aber so weit lassen wir die Nierlinger nicht kommen. Ja, da möchte er uns mit seinem 5-Mark-Stückel ärgern. Aber wir haben doch schon lang gespannt, was er in Wirklichkeit rein tut in den Klingelbeutel da vom Messner. Ja. Ein Dienst Storndal aus seiner Kiesgrube. Ja, der Bazi, der Schönheilige. Meineidiger Stuf, Meineidiger! Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Nein, Herr Staatsanwalt, ich weiß, Sie möchten gern wissen, was ein Himmeltrager ist. Das erzähle ich Ihnen lieber gleich selber, nachher geht's geschwinder. Himmeltrager, das sind die 4 Männer, die an den Stangen da den sogenannten Himmel, also den Baldachin, über dem Allerheiligsten tragen bei den Prozessionen. Nicht? Nur die 4 vornehmsten und unbescholtensten Familien in der Gemeinde, nicht wahr, stimmt's? Jawohl, Die dürfen den Himmeltrager stellen. Nicht? Das ist ein Ehrenamt, das vererbt sich von Generation zu Generation. Das verleiht, möchte ich fast sagen, so eine Art von Bauernadel. Ja, so ist es. Und eine Tochter von einem Himmeltrager, die ist als Braut zum Beispiel mehr wert als eine, die vielleicht 1000 Mark mehr als Heiratsgut mitbringt. Ja, aber... Nix. Aber jetzt wissen Sie es, Herr Staatsanwalt, was anderes ist nicht wichtig. Gell? Herr Zeuge, glauben Sie daran, dass an diesem fraglichen Sonntag vor 14 Tagen der Nierlinger tatsächlich sein 5-Mark-Stück in den Klingelbeutel geworfen hat? Ja, no, wir Himmeltrager haben schon lange einen Hock gehabt auf den scheinheiligen Hoderlump, gell? Ja? Ja, und an dem Sonntag, da hat er halt seinen 5er besonders schön reingehalten in den Schlitz von dem Klingelbeutel. Ja, da hab ich nicht mehr anders können. Ich hab ihm eine auf Pratzen aufgehauen. Ja, nachher ist ihm der Stor, aber auch das 5-Mark-Stückel reingefallen. Das Gesicht hätten Sie sehen sollen, Herr Richter. Ja, so. Jetzt wollen wir zum Ernst der Lage zurückkehren. Danke schön, Herr Zeuge. Nehmen Sie bitte Platz. So. Ja, aber Himmeltrager kann er jetzt nicht mehr werden. Sie Kriegsbandit, Mistiger. Jetzt halten Sie doch endlich den Mund. So, Sie reiten sich ja noch immer mehr rein. der Fall ist ausreichend dargestellt. Die Tatmotive sind klar. Auf Plädoyers können wir verzichten. Jetzt ist es bereits 11:30. Ich verkündige das Urteil. Einen Augenblick, Herr Amtsrichter. Wohin sind die 5 Mark nun tatsächlich gekommen? Ich verlange die sofortige Einvernahme der Ursula Attenberger, Pfarrershälterin von Dürrling, da hochwürden der Herr Pfarrer sich entschuldigt hat. Sie verhelfen mir noch zu einem Magengeschwür, Herr Staatsanwalt. Tut mir leid. Ja, also, Wachtmeister. In Gottes Namen, die Zeugin Ursula Attenberger. Pfarrerkirchen, jawohl. Mei, bin ich froh, dass ich nicht mit so einem Geizkragen und Notnigel verheiratet sein muss. Aber euch Weiberleut ist ja nicht wohl so alleinig. Dir nicht und dir auch nicht. Und ins Kloster mag auch keine mehr gehen. Dazu ist ja euer Sinn viel zu irdisch.
wenn wenigstens eine von deinen Töchtern eine Pfarrersköchin werden tät. Das wäre doch eine Ehre für die Familie und auch nicht viel schlechter wie die Himmeltragerei. Komm, was frei nur soll, wir sind dran. Sagt er was? Eine Pfarrersköchin, das wäre nicht das Schlechteste. Frei nur soll, das Gericht wartet nicht. Komm. Ja. Ja, da hat's vielleicht gar nicht Unrecht. Und irgendetwas geschehen muss jetzt, wo am Papa die Geschichte mit dem Klingelbeidel passiert ist. Du meinst nicht, Ursula, dass der Pfarrerskirche frei gemacht hat? Nein, ich glaub nicht. Ja, du musst es bloß probieren. Unter die jungen Kobrater sind die recht lustige Herren dabei. Und irgendetwas geschehen muss, damit wir nie länger wieder auf die kommen. Also der Weg vom Pfarrhof in die Sakristei, das sind gut und gern 100 Meter. Das ist ein Kiesweg. Und es stammen die Steindl darauf nur aus dem Klingelbeutel. Ja, die da sind das, gell? Das sind die. Ja. Mein hochwertender Herr Pfarrer, der hat sich das so ausdenkt, jetzt mal, wenn er in die Kirche geht, dass er es deutlich spürt. Sozusagen wie Kohlen unter den Füßen. Ja. Was für steinerne, schlitzohrige Seelen er in seiner Gemeinde hat. Ich glaub ihm die Storndl jeden Montag raus aus den Pfennig und Gipf. Trag's aus und macht damit einen Weg. So weit fällt's bei uns. Und Hausmadel kriege ich auch keins mehr. Ja, unsere Bauerntöchter wollen ja heutzutage nicht einmal mehr Pfarrerskirchen werden. So weltlich denken sie, so gottvergessen sind sie. Aber Himmeltrager möchten sie werden, diese Geizkriege und Notdinge. Himmeltrager darf aber nicht jeder Sünder im Kieselstein Opfer werden. Und außerdem braucht man bloß 4 in jeder Pfarrei. Fräulein Attenberger, und jetzt sag ich Ihnen, jetzt passen Sie mir auf. Herr Staatsanwalt, bitte examinieren Sie die Zeugin auf. Zeugin Ursula Attenberger, Himmeltrager noch einmal! Jetzt donnert der Staatsanwalt auch schon. Bitte beantworten Sie mir folgende Frage. Wer hat die 5 Mark, die der Angeklagte ungewollt gespendet hat, an sich genommen? Ja, ich halt. Sie? Ja, ich habe das doch in der Kirche gleich gesehen, wie der Freimelhuber einen Nierlinger auf die Hand aufgehauen hat. Und da bin ich nach gleich rein in die Sakristei und habe den 5er beschlagnahmt. Und was ist mit dem Geld geschehen? An diesem Sonntag hat der Klingelbeutel für die Einrichtung der eigenen Kirche gehört. Schaust, wir brauchten unter anderem so notwendig neue Chorhemden für die Himmeltrager. 5 Mark sind ja nicht viel, aber ich habe mir halt gedacht, es wäre ein Grundstock. So. Fix! Ruhe, meine Herrschaft! Anstatt eines Richterspruchs ist der freundliche Vorschlag, der Nierlinger stockt bis zur völligen Höhe des benötigten Betrages auf. Zufrieden? Oder möchten Sie lieber ins Gefängnis, Nierlinger? Ja, dann müsste ich allerdings ein ordentliches Urteil sprechen. So, ich glaube, jetzt langt's gerade noch zur Kalbsachsen. Ja, wunderbar. Mahlzeit, meine Herrschaften. Mahlzeit. Das Leben geht weiter, ob Freispruch oder Zuchthaus. Und auf die Guillotine hat unser Herr Rat niemanden geschickt. Das finde ich aber sehr erfreulich, Herr Pfarrer, dass das Sammelergebnis bei Ihnen am Sonntag jetzt immer so gut ist. Ja. Bis zu 7 Mark. Ja, die haben mal 7,50 Mark. Na, ja. Und gar keine flachen Steine mehr? Nix mehr. Ja, sowas. Was wird aber jetzt aus Ihrem schönen Klingelbeutel-Kieselsteinweg, Herr Pfarrer? Ja, mei. Nein, jetzt fangen nicht Sie an mit Ja, mei an, gell? Na, vielleicht könnten Sie den weiterpflastern lassen mit den Steinen des Anstoßes, die die Freund Ursula so emsig sammelt. Eine liebe Zeit, trotz der Vorkommnisse, menschlich halt. Und darum kommt es immer wieder zu diesen Szenen im königlich bayerischen Amtsgericht.